Die Proteinbiosynthese beschreibt den Weg von der Nukleotidsequenz zu deren Umsetzung als Protein. Im Nukleus befinden sich DNA und freie RNA-Triphosphatnukleotide. In diesen ist anstatt der DNA-typischen Desoxyribose eine Ribose und anstatt der Base Thymin die Base Uracil vorhanden. Die Proteinbiosynthese beginnt mit der Initiation, der Anlagerung einer Heliokase im Promoterbereich des kodogenen DNA-Stranges. Dieser löst die Wasserstoffbrückenbindung aus. Anschließend lagern sich die freien Nukleotide an die komplementären Basen an. Hierbei wird Diphosphat abgespalten. Nun verästert die RNA-Polymerase die Phosphatgruppe mit der Ribose zu einer Phosphodiesäure-Esterbindung. Diesen Vorgang nennt man Elongation. An einer Terminatorsequenz wird die Überschreibung der neuen mRNA abgebrochen. Die DNA stellt sich wieder her und der mRNA-Einzelstrang bewegt sich in Richtung Kernpore. Dies bezeichnet man als Transkription. Auf der mRNA befinden sich noch Introns, weswegen man sie bis jetzt als Präkursor-mRNA bezeichnet. Diese werden nun durch das sogenannte Splicen entfernt. Gleichzeitig wird am Anfang der mRNA das Capping und am Ende die Polyadenylierung vorgenommen, welche die folgende Translation beschleunigen. Der nun fertiggestellte mRNA-Strang wandert durch eine Kernpore ins Zytoplasma. Dort bindet er an die 40S-Einheit des Ribosoms. Im Zytoplasma befinden sich noch eine weitere Untereinheit des Ribosoms, hochspezifische tRNA und Aminosäuren. Nun beladen hochselektive tRNA-Aminoacylsynthetasen ihre spezifische tRNA mit der passenden Aminosäure. Die tRNA ist der Mittler zwischen mRNA und Aminosäure. Nach der Anlagerung der mRNA an das Ribosom lagert sich an die Nukleotidsequenz AUG, dem sogenannten Startcodon, die tRNA mit der komplementären Sequenz UAC an. An diese tRNA ist Methionin gebunden. Ein Codon beschreibt immer ein mRNA-Triplett, an das sich eine komplementäre tRNA angliedert. Ist ein Triplett gelesen, so bewegt sich das Ribosom, an welches sich mit der Bindung der ersten tRNA die 60S-Untereinheit angegliedert hat, den Strang entlang. An die Stelle der ersten tRNA tritt eine zweite, die erste verlässt ohne die hier abgespaltene Aminosäure das Ribosom. Dies setzt sich fort, bis ein Stoppcodon (UAG) den Prozess beendet. Die hierbei freigesetzten Aminosäuren bilden in einer vom Ribosom katalysierten Hydrolyse Peptidbindungen. So wächst eine Polypeptidkette heran. Diesen Prozess bezeichnet man als Translation. Polypeptidketten bezeichnet man auch als primär, die aus längeren Ketten bestehenden dreidimensionalen Strukturen als sekundär, die durch intermolekulare Wechselwirkungen wie Disulfatbrücken stabilisierten langen Ketten als tertiär und die Verwebung mehrerer Ketten als Quartärstruktur der Proteine. Auf diese Weise entstehen nahezu alle unsere Proteine. Und da Proteine nahezu jede wichtige Stoffwechselreaktion katalysieren, ist die Proteinbiosynthese der Grundstein unseres Lebens.